Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FC Basel Karrieremodus. Und wir fackeln nicht lang, wir gehen sofort ins Spiel gegen Valencia. So, Basel also gegen Valencia im Estadio Mestalla. In Spanien schneit es auch ein bisschen Stübe, aber weniger Schnee als in der Schweiz. Mein Name ist Alessio, willkommen auf dem Kanal Italiano. Es geht heute also wieder im Achtelfinal Basel gegen Valencia. Gegen Valencia haben wir nicht so gute Erinnerungen. Wir haben ja vor ein paar Jahren über die Europa League 3-0 im Geisterspiel die Heim gewonnen und dann auswärts, ich glaube 4 oder 5-0 verloren. Heute sind Spieler im Fokus der FCB mit dem Embolo und Valencia mit dem Gomez, Mittelfeldspieler und Strateg bei der Spanier. Wir spielen mit der bekannten 11 mit 2-3 Wechsel. Das ist aber die erste Aufstellung vom FC Valencia mit Alves, Cancelo, Santos, Abdenur, Gaia, Bender spielt neu, nein, Golan spielt auch heute. Gomez, Feguli und Alcacer habe ich noch erkannt. Und im FCB sehen wir schon den Ryan Gold, den Namen, der für euch bekannt ist. Donnarumma, Janko, Suchi, Balanta, Traoredenkus, Manovic mit Steffen, Deljanussi für den Verletzten. Wo jetzt ist dann Gold als Sender wird hier mal angeklagt ist. Und dann vorne Konate, der Embolo. Da gehen wir jetzt ins Spiel. Basel gegen Valencia, los geht's. Wir hoffen, da ist viel. Und einen mitlaufen macht aber nicht. Jetzt aber Elyounoussi. Gold! Nein, wieso machst du nicht direkt? Mach das Spiel schnell. Schickt Elyounoussi, der schickt wieder zu Gold. Und das Spiel geht schnell. Oh, Gold! Nein, Gold nach 4 Spielen ohne Startelf. Mit dem ersten Schuss und das hat eigentlich die Führung müssen sein. Santos bekommt da noch Geld. Der kann Tempo aufnehmen. Alcacer! Donnarumma mit der starken Parade. Der hätte gepasst und Donnarumma ist schwach. Oh, Donnarumma stark und jetzt muss schnell gehen. Janko wartet und schickt jetzt Steffen Gaia dazwischen, stark gemacht. Cancelo macht das brutal gut für seine jungen Jahre. Traoré, schön. Ball weggenommen, Gold, mit dem Pass über zum Steffen. Der Moussa Konate jetzt vielleicht. Konate, 1-0 FC Basel. Konate macht das Goal nach der Vorlage vom Renato Steffen. Was für ein Ball. Perfekt auf der Konate. Und er mit dem Schlanzer zum 1-0 für den FC Basel. Basel führt also auswärts in Spanien mit 1-0 nach knapp 20 Minuten. Nein, halbe Stunde, Entschuldigung. Fehler. Jetzt einfach bitte nicht Einsatz kassieren. Jetzt kommt er vielleicht. Steffen, macht das gut. Oh, Ball noch quergelegt. Embolo 2-0. Fehler von den Spanier. Und Basel führt mit 2-0. Steffen macht es grandios. Und Konate auch. Mit dem Ball. Spitze der zum Embolo führt. Und Embolo direkt fast in die Kamera. Ja? In die linke Ecke. Zweimal kommt der FCB und zweimal nicht der Ball. Und Basler Fans freuen sich natürlich, die mitgereist. Embolo, also mit der 40. Minute mit dem 2-0 für den FCB. Traoré schießt den Ball raus und es ist Halbzeit. Basel führt mit 2-0. Konate. Oh, Steffen mit der schönen Einlage da.
Und nee, ab der nur räumt ihn aber problemlos ab. So, und der erste Wechsel beim FCB. Stocker, Kondi und Basel wechseln wieder auf die 4-5-1-Strategie. Mein Gott. Jan Bender vielleicht? Nein, aber er macht wieder Hindruck. Wow. Da ist er. Hoho. Da, gerade bis Seite da. Steffen! Elinussi. Immer noch FCB. Embolo! Diego Alves bekommt Hand noch und Basel fast mit dem 3:0. Embolo macht das 3:0, nein nicht Embolo, sondern der Balanta mit dem Kopf und dem 3:0 für den FCB. Diego Alves kommt raus und wenn man rauskommt, dann muss man den Ball definitiv haben, das macht er da nicht. Balanta trifft dafür in der 90. Minute fürs 3:0 für den FCB. Und jetzt geht's Elfmeter. Jetzt bin ich eine Sekunde zu spät. Jetzt bin ich mir so sicher, dass ich den Ball noch bekomme. Der Ari bekommt nur Geld, ist aber schon vorgewarnt. Das heißt, er bekommt wahrscheinlich für den nächsten Match. Wird er fehlen. Und jetzt Donnarumma. Hebt er das 3:0? Oder kassiert das 3:2? Nein! Parejo trifft gar nicht. Parejo Alcacer trifft gar nicht. Und Elinussi jetzt Spiel schnell machen. Janko mit dem quergeleiteten Pass auf Embolo. Der ist leider zu weit. Basel gewinnt aber trotzdem mit 3:0. Valencia verpasst das wichtige Goal. Und Basel macht einen weiteren Schritt in Viertelfinale. Wir gewinnen also gegen Valencia auf Weltklasse, das hätte ich niemals gedacht. Trotzdem haben wir Spieler gesehen, Traoré bekommt leider nochmal Geld. Und Traoré ist zwar, dass er spielt, aber er spielt im Moment auch brutal, also was wir hier abgeliefert haben gegen Valencia, das ist einfach nicht mehr normal. Jetzt treffen wir gegen Lugano. Und gehen da auch gerade direkt mal hier. Riveiros spielt anstatt der Traoré, der gesperrt ist, genau. Und dann geht es in Cup-Spiel, da werden wir wieder ein bisschen rotieren. Oh, Badalino ist gerade verletzt. Gute Besserung an ihm, kommt raus für den Veseli und Embolo schießt die 4 Minuten später das 1:0. Hier macht es 2:0. Wir gewinnen am Schluss mit 3:0 Doppelpack vom Embolo. Also mit dieser Aufstellung klappt es ja richtig gut. Bin richtig froh drüber. Marki kommt auf 66 und das mit 15, das darf man nicht vergessen. He? Besser als der Baumann. Eigentlich wenn der 16, ich gehe jetzt gerade schauen, ob der 16 wurde. Wenn er jetzt 16 ist, nehme ich ihn gerade und darf jetzt spielen. Jetzt gehen wir schon einen Monatsbericht. Nein, er darf noch nicht, aber er hat Potenzial ist Uhr. Er hat 77 gehabt, jetzt hat er schon 79. Das ist brutal. Steht da nicht sein Geburtstagsdatum da irgendwann mal? Aha, schade. Schade. Wir müssen also noch weiter warten. Trainer vom Monat wurde, das ist auch gut. Dann unsere Mannschaft natürlich motivieren. Das uninteressant und Elinussi will natürlich spielen, weil er gemeint hat, dass er nicht so, dass die Rolle, die er hat, nicht angemessen ist. Aber wir gehen ins Spiel gegen St. Gallen im Halbfinale und da werden ein paar Überraschungen gesehen. Sind gespannt, wir sind jetzt im Spiel. Basel gegen St. Gallen, der Meister empfängt der Gast aus dem Kanton St. Gallen, zwar der FC St. Gallen. Ziemlich überraschend, Halbfinalist St. Gallen. Mein Name ist Alessio, willkommen auf dem Kanal Italiano. Da sehen wir, St. Gallen hat sich mit 3:1 gegen Zürich durch das Basel mit 2:0 gegen den FC Sion. Und der Basel heute mit einem Heimvorteil. Gegen GC spielt es heute um den
Finaleinzug im Schweizer Cup. So, und dann sehen wir jetzt noch die Ausstellungen. Das war die vom FCB mit insgesamt 12 Veränderungen. 11 Veränderungen im Vergleich zum Spiel. Sehen wir Lisa, Nivelos, Janko, Danza, Baumann, Elionussi, Fernandes und vorne der Sporer und der Hunsig. Also Elionussi der einzige, der im Spiel gegen Valencia auch von Anfang an mit dabei war. Dann St. Gallen mit Koffler, Anga, Eisering, Russo. Und dann der Hani, dann Lang, Mattis, Mutsch, Claudino, Lasser und Kavusevic und 4, 5, 1. Das wird ein bisschen happig, also nicht so einfach wie im Spiel gegen Valencia, wo Valencia auch recht offensiv gestanden ist. Fernandes Pfosten! Ball draussen, Halbzeit vorbei, hoffentlich wird die zweite Halbzeit besser. Meiner Meinung nach viel zu nah. Abwehrreihe ist nicht auf seiner Position, Doppelpass St. Gallen und Kavusevic wieder trifft er nicht das leere Goal, das ist doch unglaublich. Wieder Kavusevic, wieder die gleiche Situation und wieder trifft er das Goal nicht. Oh, St. Gallen, nein, Mutsch. Hoffentlich einfach bitte jetzt ins Goal kassieren. Gefährlich. Das hätte ja auch blöd können enden. Fernandes schickt jetzt den Sporer mal. Der sofort weiter zum Rheingold. Elionussi, Latte Fernandes. Nein! Fernandes! Und gerne mal für den Hanin. So, Bjarnason kommt hier für den Fernandes, weil der Fernandes auch mittlerweile müde ist, aber noch 13 Minuten sind gespielt. Und nichts passiert. Spora. Fernandes jetzt vielleicht durchgeschickt auf den Hunzi. Keine Latte! Jetzt zweimal Latte hintereinander. Noch schnell gespielt, Fernandes. Noch Quellkleid und dann der Hunziker geschickt. Der hat mir den Schuss zu schweren Ball verloren gegangen, aber Hauptsache ein Schuss. Und es geht Verlängerung. So, Verlängerung und der Nicolas Hunziker kommt raus, der Franzon muss jetzt auch mithelfen. Wir haben gewechselt auf 4-2-3. Taktik. Schnell, jetzt muss einfach schneller gehen. Franzon. Dann auf Sporer Koffler! Vorteil kennt der Schiri anscheinend nicht. Ich habe in so einem Spiel, wo häufig... Also was für ein Pass! Und jetzt muss alles führen, jetzt muss einfach alles führen spielen. Was für ein Pass, bitte! Und dann Ali noch vor der Linie und Dragowski, wieso leist dich wieder hin? Also jetzt voll totaler Angriff, jetzt muss man einfach führen spielen. Ball aber zum Riveros und Ball nochmal hinter, 20. Oh, ich bin jetzt nervös, das merke ich richtig. Ah, ich spiele jetzt den Ball einfach die ganze Zeit raus. Jawohl! Bjarnason! Halt! Ist da das Unentschieden mal raus? Bjarnason! Nice Langnehme! Es geht in 11 Meter schießen. Wir lassen so direkt hier. 120 Minuten reden als Bjarnason noch. Koffler. Oh, ein Spurer macht's. Dragowski gegen Alexic.
Ganz knapp. Ball. Janussi fackelt nicht lang, macht's! Und Jakko verschießt! Die Latte! So, der Captain von heute verschießt auch! Der junge 18-Jährige verschießt, Mutsch! Wo heute gute Partie gemacht hat. Und keine Chance für Dragowski, der ist gut gewesen. Ryan Gold. Schön! Ja. Verschießt! Jetzt muss Kofler helfen. Wer trifft da Fernandes? Heute keine gute Partie gezeigt. Jetzt vielleicht mit dem Eik! Fernandes macht's! Fernandes macht's! Und Basel zieht in Finale knapp, aber sie machen's! Basel gewinnt also nach Elfmeterschüssen gegen St. Gallen. Ganz knappes Spiel gewesen. Wir gehen gerade weiter gegen Zürich. Ja, das haben wir auch dabei. Hei, ist das knapp gewesen. Die spielen mit Cornelius Ruderbauer und Sardiku. Steffen. Nein, leider nicht. Zweimal Steffen. 5:0 und 4-mal Steffen. 4-mal Steffen. Also was für eine krasse Folge. Und ich habe es glaube schon gelesen, Donnarumma fällt aus. Ja, schade, aber hey, wenigstens, wir haben zwei fantastische Siege gemacht. Saar kommt auf 72 nach dem verschossenen Elfmeter. Man muss sagen, wir sind alle wieder top angestartet dort. Und gegen Luzern wird unser letztes Spiel für die Folge. Rumänien interessiert das nicht, die Pressekonferenz interessiert das wiederum schon. Wir notieren unsere Jungs dann. Schopovic ist wieder da. Dafür ist Donnarumma für 2 Tage. Ja. Verletzt. Wow. Mustakio. Mal weiter fortsetzen. Und Frossi. Napoleoni. Dafür nicht so interessant. Wir bekommen 120.000, dann Boetius und Pua will Gehalt, also das können wir vergessen, weil jetzt für das letzte Halbjahr mache ich da kein Geldzeug. So, das letzte Spiel für heute, für die heutige Folge. Und ich kann euch gerne mal wiederholen. Denkt dran, schreibt Kommentare, schreibt weiter, was wollt ihr sehen, welche Mannschaft, welches Karrieremodus, von welcher Mannschaft. Man City habe ich jetzt schon gehört, Arsenal habe ich schon gehört, Basel natürlich wäre auch im Gespräch. Das dürfen ihr entscheiden. Schreibt fleissige Kommentare, bald gibt es eine Umfrage. Und dann entscheiden wir, wer nächster Karrieremodus nächster Karrieremodus Team wird. Und wir spielen gegen Luzern nur unentschieden 0:0, richtig langweilig nach den 2 spannenden Partien. So, doch 4 Stellenwertung U für U und wir spielen im Achtelfinale, also gegen Valencia. Schaffen wir es also, der Q, und gehen im Viertelfinale. Das sehen wir in der nächsten Woche. Bis dann und ciao zusammen.